nächsten Station an. Wir sind in einer kritischen Situation. Menschen verschwinden einer nach dem anderen. Wir brauchen Hilfe. Man hat uns zu spät gerufen. Das Rettungsteam war zu allem bereit. Aber dann dieses helle Licht. Ich habe nicht mal die Augen aufgemacht. Wir sind allein geblieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Distrust. Wir befinden uns jetzt im Ausgang von Zone 2 und begeben uns, wie schon beim letzten Mal gesagt, in Zone 3. Und wir werden mal schauen, was uns da erwartet. Ein Ladebalken. Yay. So, wir haben Nahrungsknappheit und wir müssen hoffen, dass wir in Zone 3 ein bisschen mehr Nahrung bekommen. Ja, wollen wir mal schauen, was uns in Zone 3 erwartet. Je weiter wir gehen, desto schlimmer wird es. Die Luft in dieser Zone ist anders und da ist diese komische Ding am Laufen. Es ist verdammt kalt hier drin. Ich muss so schnell wie möglich einen warmen Ort finden. What the hell? Sie sind am Verfrieren. Ich kann mir keine schlimmsten Schicksal vorstellen, als zu Tode zu frieren. Untersuch mal das und... Komisch, ich habe keinen Hunger mehr. Ah, cool. Okay. Wir müssen dringend einen Unterschlupf suchen. Beziehungsweise ein Bett ist natürlich das Anfangsziel. Und jetzt erstmal eine warme... Oh mein Gott, wie sieht denn das hier aus? Okay. Hier ist es wenigstens warm. Wir warten jetzt nochmal hier, bis er sich aufgewärmt hat. Und dann geht er nämlich hier unten hin. Er muss nämlich ein Bett finden. Das ist das, was ich als erstes immer gesagt habe, was ich zuerst finden will. Ein Bett, ein Unterschlupf. Weil Schlafen ist ziemlich wichtig. Und natürlich noch wichtiger als... jetzt hat er sich... Verdorbenes Essen, na super. Was? Mir ist schlecht, ich habe Bauchschmerzen. Oh je. Dem geht's nicht mehr so gut. Warte mal, Inventar, verdorbenes Essen. Aus der Hoffnung, dass... Ist er vergiftet? Eine Vergiftung. Alte Pillen, nimm mal die. Also Hoffnung, es hilft. So. Hier liegen noch Bretter. Ach, der war... Und hier ist es kalt. Nein. Das sind die Schlüssel. Das habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Naja. Eigentlich müssten wir erstmal ein... Blut. Oh. Shit, ich hab noch einen Verband hier. So. Okay. Das Werkzeug ist kaputt. Die macht aber auch alles kaputt, Mensch. So, der muss unbedingt hier noch einen Ofen finden. Der Reaktor scheint die Schwachstelle der Untertasse zu sein. Der erste Suchtrupp brachte etwas aus dem Alienschiff zurück. Das wie ein Reaktorreflektor aussah. Nachdem wir Tests daran durchgeführt hatten, kamen wir zu dem Ergebnis, dass der Elektrizität absorbiert, um die Ladung aufrechtzuerhalten. Wenn unsere Berechnungen stimmen, können wir ihn mit den Generatoren überladen, ihn an das Reaktor der Untertasse anschließen und das System der Untertasse kurzschließen. Wir werden diesen Plan weiter verfolgen, wird wahrscheinlich damals sein. 7 Reaktoren braucht man, um das Ding zu laden. Na, Halleluja.
Okay. Ey, ich habe ein Bett gefunden. Geh noch nicht schlafen, liebe Dame. Ey, ich habe einen Ofen gefunden. Wunderbar, die hat ja gleich alles gefunden. Bett. Und Strom. Du bist immer noch beschäftigt. So, also ein Bett haben wir zumindest mal. Das ist nicht viel, aber Nahrung wäre noch wichtig, wenn wir Nahrung würden finden. So, der Ofen wird auch mal angeheizt. Oh, die hat eine Vergiftung. Wieso hast denn du eine Vergiftung, liebe Dame? So, nimm mal ein paar Pillen, die haben deinem Kollegen irgendwie geholfen. So. Wunderbar, auch der hat einen Ofen und Reaktor gefunden. Schon mal was. Was haben wir denn hier noch? Tiefkühl. Wenn da nichts zu essen drin ist, dann weiß ich auch nicht. So, gib mal Strom. Verdorbenes Essen. Ich muss zu einem Bett, bevor ich einfach einnicke. Ja, dann gehst du mal hier hoch in das Bett hier. So, und du hast noch ein bisschen Energie. Gehst mal hier hin. Wärme hast du, der ist kurz am Verfrieren. Ja. Wir müssen dringend auf jeden Fall Essen finden. Und zwar richtig gutes Essen und nicht verdorbenes, weil wir ja im Prinzip nicht unbedingt verhungern wollen hier in Zone 3. Da schläft und ruft natürlich jetzt die Sphären an. Irgendwie kommt mir das vor wie bei dem einen Horror-Dings, wo du nicht schlafen darfst, weil sonst kommt der Candyman. Irgendwie sowas war es. So, aber hier gibt es komischerweise keine Animalien. Sphären, meine ich. Zumindest keine, wo ich jetzt gerade sehe, obwohl er schläft. So. Nun ja, eigentlich bis auf den Hunger sieht alles gut aus. So, du hast wieder gegessen, gehst nochmal hier hin. Und jetzt Kohlekiste. Geschlossenes Fenster. Wunderbar, wir haben Kohle gefunden. Wow, scheinbar ist da etwas drin. Ja, fass mal rein, aus der Hoffnung, du schaffst es. Ah, shit. Als du in den Behälter langst, schreibst du eine scharfe Kante und schneidest dir in die Hand. Die Blutung ist ziemlich stark. Es wäre offensichtlich nicht die beste Idee, deine Hand da reinzustecken. Ah, nein. Haben wir noch einen dreckigen Verband? Nun ja. Soll's ja bringen. Was haben wir hier drin? Küchenschrank. Da gibt's doch auch irgendwas zu essen. Oder nicht? Was findest du? Instantdose. Das passiert mir normalerweise nicht, aber ich habe Hunger. Soll es geben, ne? Mir reicht es. Ich will nur noch... Ach, du wolltest ja noch Verbandszeug hier. Da. Weil du ja blutest. Und Hunger hast du auch. Na, dann... Warte mal. So. Was hast du jetzt hier noch? Auf dem Tisch. Nimm doch den Reflektor, Mensch. Oder ist das nur ein Zettel? Nee. So.
Einen alten Reflektor, eine Kiste. Axt liegt im Müll. Schreibtisch. Oje, ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber Patrick aus der Kommunikationsleitung erzählt herum, dass die Schlauberger aus dem medizinischen Team ein UFO am hinteren Ende der Basis ausgegraben haben. Alter Schwede, diese öligende, ich kann das Wort nicht lesen, Untertasse muss schon Jahre dort liegen. Wir müssen jemanden nach Informationen fragen, der Zutritt zu dem Bereich hat. Ein Bericht über diese Geschichte könnte Monika aus der Nachrichtenagentur eine Gehaltserhöhung einbringen. Okay, der Olaf hat Hunger und die Irma, die friert. Wieso frierst du eigentlich? Wieso frierst du? Hier ist doch ein Ofen. Verstehe ich nicht. So, nehmen wir noch die Axt. Und irgendwas zu essen. Ja. Wow, die Irma, die muss mal schlafen, sehe ich jetzt gerade. Die ist ja total am Arsch. Entschuldigung. Wo ist das Bett? Hier. Ab ins Bett mit dir. So, du zählst das Holz. Ah, Mist, ich wollte eigentlich dir noch was zu essen geben. Warte mal. Du isst jetzt mal was. So, und du gehst mal schlafen. Genau. Puh, shit, die blutet aber immer noch. Scheiße. Die blutet ja immer noch. Nimm doch mal einen Verband, Mensch. Das muss doch irgendwie helfen. Eine Kochstelle wäre auch nicht schlecht, ne? Ah, die blutet immer noch. Mensch. Der ist vergiftet. Von wo auch immer. Finde den Sonnenausgang. Ja, ja. Wichtiger ist, dass ich hier was essen zu finden scheine. Benzinkanister. Offenes Fenster. Mach mal das Fenster zu, Mensch. Kein Wunder, es ist kalt hier drin. Kartoffelkiste, da ist doch auch was Essen drin. Nein! Eine Anomalie jagt mir nach. Ja, nicht nur eine, ne? So, komm schon. Rein. Komm, 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 komm. Der Ofen ist aus. Sättigung. Was habe ich denn hier? Nimmst du das hier? Die blutet immer noch. Wieso blutet sie denn noch? Nimm noch mal einen Verband, Mensch. Kann doch nicht sein. So, Blutung ist weg. Nee, eigentlich schlafen muss sie nicht.
Scheiß Anomalie. Ah. Mann, das Teil ist ja richtig schwer, liebe Freunde. Extrem schwer. Hunger, Hunger, Hunger haben Sie. Kannst du eine geschlossene Instanzsuppe essen? Hier hin. Hier müssten wir eigentlich... Warte mal, noch mal das scheiß Fenster zu. Erste Hilfeschrank. Wo ist denn noch ein Fenster offen? Überall geschlossenes Fenster. Wieso, wieso verlierst du trotzdem noch... Hast du kalt hier? Ah, weil hier noch ein Fenster offen ist. Irgendwie... Hier ist von innen warm. Was? Okay. Irgendwo ist noch ein Fenster offen. Oder? Nö, warum ist denn... So, einmal Kohle. Ne, einmal Brett. So, du hast... Ein Erste-Hilfe-Koffer wäre nicht schlecht. Wenn ihr mich so fragt, ne? Ein Erste-Hilfe-Koffer wäre nicht schlecht. Kaputter altmodischer Generator. Na, supi. Den Schreibtisch haben wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja, das hatten wir schon. Okay, liebe Dame, du gehst hier hin. Was? Meine Negative. Ja, ich weiß, ich habe aber nichts zu essen. Ich habe noch keinen Ofen hier gefunden. Hey, hey, hey. So, repariert. Ja, ja, Hunger haben wir alle. So, Zone 3 ist schon ein bisschen happiger. Arbeitsfläche. Aktenschrank, wieder was zu lesen. Anleitung zur Herstellung von mittelstarkem Sprengstoff. Ja gut, das kennen wir auch schon. Wir wissen weißes Pulver, nächstes noch weißes Pulver, dann blaues Pulver, was? Weißes Pulver, weißes Pulver, fügt den blauen Pulver, blaues Pulver, rotes Pulver, also weiß, weiß, blau, blau, rot. Ne? Ich habe aber eigentlich nur rotes Pulver. Ah, Kollege, Moment. Ah. Bring mal ab, mach mal das scheiß Fenster zu, Mensch. Bringt's ja nichts, wenn du da... Was haben wir denn nahrungstechnisch? Energy-Regel. Das ist das Einzige, was wir eigentlich haben.
Metallspind. Werkbank. Medizinische Station. Genau das, was wir brauchen, liebe Freunde. Genau das, was wir brauchen. Okay, wir reparieren die Axt. Okay, die können wir nicht reparieren. Nee, das wäre die Säge gewesen. Waffenkiste. Oh, da, jetzt wird es langsam interessant. Jetzt wird es aber langsam interessant. Puh, wir haben eine Bombenhülle. Jetzt müssen wir nur noch Sprengstoff covern. Ja. Kannst du noch? Kannst du noch? Kannst du nicht. Ne? Gut, wir haben hier noch eine Erste Hilfe. Wärme, die hat kalt hier. Ist auch kein... Aber wir haben einen Erste-Hilfe-Koffer. Den werden wir ihr geben, weil die natürlich am wenigsten Lebenspunkte hat. So. Machen wir hier weiter. Du kannst den mal öffnen. Der hat Hunger. Ach ja, den wollte ich ja noch. Anomaliefalle. Yeah. Hier. Nimm mal. Nicht viel, aber nimm's mal. Ja. So, dann gehst du mal ins Bett. Wo war denn das? Da, glaube ich. Eigentlich ja, aber irgendwie ist der Generator jetzt kaputt. Cheat. Boah. Mensch, ich sage euch, Leute, das Spiel wird extrem schwer. Von Zone zu Zone. Kiste. Ah, hier können wir Benzin auffüllen. Das ist schon mal gut. Wenigstens was wir gebrauchen können. Diese Animalien da, die sind auch eine Katastrophe. Die werden irgendwie von Zone zu Zone aggressiver. Ach, das war die Taschenlampe. So, okay, geh schnell hier hin. Öffne. So. Ja, einer muss noch gefüllt werden. So. Oh.
glaube, weiter als Zone 3 werden wir nicht kommen. Ich habe so ein mulmiges Gefühl, dass wir in Zone 3 sterben werden. Die Nahrung geht uns aus, die Lebensenergie ist auch schon recht bedenklich. Falls wir Zone 3 würden bestehen, dann wäre die immer noch die nächste Frage. Wie schaut's aus mit Zone 4? So, eine Anomalie hat uns niedergestreckt. Boah, diese Animalien hier sind echt aggressiv in Zone 3. Ich sag's euch. Shit, ich hab nichts mehr. Ja, komm, verpiss dich. Hau ab! Ich habe keine Adrenalinspritze mehr. Oh Mann. Der tut mir so leid, der stirbt noch. Ich sag's euch. Oh je, ne, Zone 3 wird unser Tod sein. Die Irma, die wird auch gleich am Boden hinfallen. Ja, genau. Weil sie kein Leben mehr hat. Gut, bis Zone 3 sind wir gekommen. An der Stelle hat Spaß gemacht. Wir werden mal schauen, ob wir es noch einmal versuchen werden in der nächsten Folge. Da müssen wir natürlich bei 0 wieder anfangen. Mal schauen, was wir noch anders machen können. Vielleicht wirklich in Extremfällen erst essen und dann irgendwie das Essen aufbrauchen. Wobei, ich hoffe mal einfach, dass bei der nächsten Session einfach ein bisschen mehr Nahrung da ist. Das wäre sehr interessant. Auf jeden Fall an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Distrust, ich bin euer Randebaki und bis zum nächsten Mal. Tschüss!